Es geht weiter, stets heiter, auch hier im Abschlussspur bei Fire Emblem Engage. Und in der heutigen Folge, ja, ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir uns um die wichtigen Dinge im Leben kümmern. Sprich natürlich, wem wollen wir den Paktring geben, den wir so schön gesammelt haben, sag ich jetzt mal. Jetzt kurz noch etwas gucken. Ist sie eigentlich da? Hab's jetzt gar nicht gesehen, war? Okay, doch, hier, okay. Gespräche haben wir eh auch noch. Es gibt noch ein paar Dinge zu tun hier. Ja, ich würde sagen, wenn wir schon mal Gespräche noch übrig haben, die paar. Beginnen wir damit, wa? Alfred, der ist nach auf Rang A mit ihr und Vale noch. Das passt soweit. Los geht's! 後悔しても遅いわ。償いがしたいと言ったのはあなたなのだから。でも言い訳は聞きたくないわ。さあ、償いとして完食してもらうわよ。この激辛料理を。恐ろしくて声も出ないようね。でも安心しなさい。かわいそうだから一口でも食べたら許してあげるわ。そもそも償いなんて必要ないのに。こうでもしないとあなたが納得しないから。待って、なんで美味しそうに食べてるのよ。かなり辛い料理を用意したのに。私、辛い食べ物が大好物なの。え？でも確かお父様はあの方は辛い食べ物を嫌悪されると聞き間違いだったのかしら。どうしよう。美味しくて手が止まらない。こんな思いをしていたら償いなんかにならないのに。美味しいけど悲しくなってきた。まあいいわ。美味しく食べられるのならそれに越したことはないし、なんかあんなに泣いてるし。ベイル王女、これであなたの償いは終了よ。そんなわけにはいかないわ。もう食べるのはやめる。これ以上普通に食事をするわけにはいかないもの。それはもったいないから、よかったら全部食べてちょうだい。それに今回で分かったのよ。あなたが辛い顔をしているよりも幸せそうな顔をしている方が嬉しいって。ねえ、アルフレッド王子、あなたは分かっているのかしら。アイビー王女、いきなりどうしたんだい？あなた、一度目は迷子の私を案内してくれた。二度目は心安らかに眠れる方法を教えてくれた。つまり不本意だけれど私はあなたに世話になってばかりなのよ。それの何がダメなんだい？ダメに決まってるじゃない。ユルシオン王国の第一王女として助けられてばかりなのは許せないわ。だからほら、何か困っていることはないの？つまり今度はアイビー王女が僕のことを助けてくれるということかい？借りを返す、ただそれだけのことよ。でも悪いね、今は特に何も困ってないんだ。何よそれ、私に助けさせないつもり？そんなの許さないわ。早く何か困りなさいよ。その申し出に困っているけれどね。でもこういうのは別に返さなくてもいいのではないかな。僕らはもう仲間なのだから。困っていたら当たり前に手を差し伸べる。借りがあるとかそういう間柄ではもうないよ。本当に簡単に人を信用するのね。甘い人だわ、あなたは。そうだね。それが仕方ないから。私もそんなあなたに影響されてあげるわ。あなたのことは信用する。ありがとう。嬉しいよ、アイビー王女。私も信用できる人間が増えて嬉しいわ。いつか女王となった時。ありがとう、アルフレッド王子。Immer wieder, ich sage jetzt mal, zumindest leicht interessant, wa?
Aber ja, die Speere gehören ja dazu. Trotz allem. So, 2 haben wir noch. Los geht's. 1000年もの間眠り目覚めた後、仲間と共に邪悪な者たちとの戦いへ。神竜様はまごうことなきおとぎ話の登場人物そのものです。そうなのでしょうか。はい、神竜様ほど特別な人はそうそういません。決して平凡な人生を歩むことはなく、刺激と興奮に満ちた人生を歩む運命。 Moment, ganz kurz. Vergnügen, Aufregen verstehe ich, ja, aber warum Vergnügen? 羨ましいです。神竜様？いろいろな人の思いを背負い戦う平凡な人生を歩むことはない。でも私にとっては平凡こそが羨ましいと思う時があるな。ごめんなさい。おとぎ話のような生き方に憧れるあまり、つい神竜様のお気持ちを考えることができませんでした。クロエに悪気がないのは分かってますよ。ですが、それではそうだわ。お詫びに何か美味しいものをご馳走させてください。昨日珍しい深海魚の酢漬けを手に入れたんです。今お持ちしますので、ぜひ召し上がってください。大丈夫です。それは気持ちだけで十分ですから。 Ein saurer Fisch, das stelle ich mir jetzt irgendwie ein bisschen creepy vor. Level 10 für das Emblem-Verhältnis. Jo, jetzt kannst du auch die Drachenfaust nutzen. Ja, das letzte Gespräch für heute. Diamant mit Citrin. Also, Cousinen unter sich, wa? ディアマンだったら本当に自分の立場を分かっているのかしら。今私の名前を呼んだか？別にただの独り言よ。貴族たちに書簡で返事を出した。何を勝手なことをしているの？安心してくれ。一人ニカのことは何も書いていない。将来は戦争をせずに豊かな国を作りたいと書いただけだ。これで一人ニカによからぬ噂が立つこともなくなるだろう。そう、ディアマンド、私のためにごめんな。最初から逃げずにそう返事をすればよかったんだ。私も変な噂を流されたからってブロディア王国の情勢が落ち着き、今の状況じゃ舞踏会で楽しく踊って一日を過ごす。それは私の努力次第だ。私たち、そうだな。みんなや一人ニカの力がなくては、一人ニカこれからも私に力を貸してくれ。当然よ。だって私たちはいとこ同士。そうだったな。これからもよろしく頼む。ねえ、久しぶりに追いかけっこでもして遊ばない？お姫様ごっこではなくていいのか？今は追いかけっこの気分なのよ。Ja, ist schon ein bisschen süß. Ein bisschen. So. Die Gespräche hätten wir auch. Freuen uns jetzt auf den Paktring. Findest. Mhm. Hä? Nö, passt schon. Gut, gehen wir mal raus. Was haben wir noch so zu tun? Einerseits noch zum Brunnen will ich gehen, aber ja, gut, die Arena noch 3 Kämpfe, weil man fast schon sparen kann. Ich will eine Fähigkeit färben, genau. Das haben wir oft noch überlegt. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr zu tun, weil Waffenschmieden können wir eh kaum noch was machen. Gravieren mit anderen Emblemen, die Waffen, ja, sehe ich momentan nicht gerade unbedingt als notwendig an. Weil die anderen Fähigkeiten irgendwie so ein bisschen, ja, nicht begeistert bin. Also von denen, die wir bereits drin haben natürlich, ist klar. Huch! Er hat doch offscreen... Habt ihr das reingesammelt? Hä? Okay, nehmen wir mal, machen wir es nochmal. Jetzt schwören, ich hätte jetzt offscreen reingesammelt gehabt. Ich meine, gut, das sind andere... Spawnen die täglich neu nach? Nee, oder? Was ich gemacht habe, ist Zombie-Gefühle, das stimmt. Der ist aber vergessen. Das war immer sicher, dass ich das gemacht hatte. Naja, egal. So, wir gehen noch zum Brunnen.
Die Knusprigbogen, Silberdollar, Novizenbuch, Falle. Was haben wir hier Schönes? Ja, komm, nehmen wir die Silberklinge. Die Power. Was ich auch nicht mehr so brauche, ist der Rittertod. Die geht gar nicht, okay, lustig. Nehmen wir hier einen Stahlbogen noch. Knusprigbogen natürlich, ist klar. Die Waffen sind eh Schrott. Wenn mich fragt. Noch ein Elfenlicht, so was eh schon wieder. Gut. Freunde, der Paktring. 会いたかった。いえ。神竜様。こんなところに呼び出して何を始めようというの？すみません、アイビー。大切な話をしたかったので。何もわざわざこんな人気のない場所へ来なくても。他の人には聞かれたくなかったんですよ。そうなの？アイビー、大丈夫ですか？突然顔が赤くなりましたけど。私は大丈夫よ、大丈夫。たとえこれからどんなことを言われようと涼しい顔で受け止めてみせるわ。さあ来なさい。わかりました。ではアイビー、この指輪を受け取っていただけないでしょうか？約束の指輪。神竜が強く絆を深めたいと願うただ一人にだけ渡す指輪。はい、その通りです。その指輪を私に。本当に本当なの？私はあなたと共に歩んでいきたいです。これから先もずっとパートナーになってください、アイビー。まっすぐなのね。気持ちを伝える言葉も方法も。神様だと言ってくれましたからね。アイビーには正直でいたいんです。それにあなただってまっすぐに私に好きと言ってくれたじゃないですか。そうだったわね。指輪お受け取りします。ありがとうございます、アイビー。私とあなたの特別な絆、決して揺るがぬ力を感じるわ。とても嬉しい。ありがとう神竜様。好きよ、誰よりも一番あなたが好き。今までもこれからもあなたは私の神様だわ。Das Bild, auf das sie alle gewartet haben, war. Das geht. Segen von Helios. Ein Bonus auf Crit. Nach zweimal die Anzahl der Verbündeten, die so bereits kommentiert. Alter Schwede. Zieht ihr ein Gespräch an? Hä? Noch eins? Hier zumindest nicht. Nee, sind solche Ringe. Oh, ein Moment. Mhm. Das Leben mit Ivy macht aus ihrer Zuneigung zum Würmergott keinen Hehl und schätzt ihre gemeinsame Zeit sehr. Bewahrt den Paktring in einer Goldschatulle und betrachtet ihn nur, wenn sie allein in ihrem Zimmer ist. Aha, in ihrem Zimmer, war nicht im gemeinsamen Zimmer. So. Tja, Michael, hast verkackt, wa? Nee, Quatsch. So, wir gehen in unsere Arena. Wegen der Fähigkeit zum Erben, die ich gerade erwähnt hatte. Und zwar geht es um einen Drachenfluch. Der Drachenfluch, den ja diejenigen, die mit Cohen verbunden sind quasi, also sprich aktuell natürlich unsere gute Vale, eigentlich immer ausführt, dass eine
passive Fähigkeit ist, für die ich nicht engaged sein muss, die ich Ivy auch schon gegeben habe und wo ich mir überlegt habe, wem ich die noch geben könnte, weil ich das ziemlich cool finde. Generell können sie jedem Charakter geben, der zum einen noch keine Sternenkugel hat, aber andererseits auch, der sie bereits hat, weil, sind wir ehrlich, die Sternenkugel ist zwar schon noch cool gewesen, aber wir sind jetzt im Endspurt, ihr braucht die jetzt eigentlich nicht mehr. Also jetzt noch viele Level kriegen, ist sehr unwahrscheinlich, das heißt, theoretisch können sie jedem geben von uns, der eine Sternenkugel hat. Aber ist natürlich teuer, das Ganze. Und ich dachte, habe mir dann überlegt, okay, bei wem macht es eigentlich am meisten Sinn? Und da kam ich lustigerweise auf Citrin. Dass sie ja nicht so wirklich im Nahkampf ist und mehr auf dem Fernkampf, dank so und sogar auf sehr große Distanz. Und wenn ich so dann eigentlich von überall her den Gegner schwächen kann und dann egal welche Einheit gerade dort vor Ort ist, den jeweils platt machen kann, finde ich das eigentlich ziemlich cool, wenn er heller sein darf. So, jetzt kurz gucken, das war ja Corins Fähigkeit, ab Level 8, 2000 FP waren das, war? Uiui. Die 2000 FP kriege ich eigentlich noch hin, glaube ich jetzt. Die Frage ist, ob ich genug Punkte hier habe. Wobei es nur Level 8, das geht ja. So, sorry, ja, ich überspringe es gerade. Weiß jetzt auch nicht. Ja, gutes Gespräch, wichtig, ja, nein, vielleicht, das kann man nicht überstreiten. Aber da ich jetzt Citrin ziemlich sicher nie mit Corin kombinieren werde, kann man das eigentlich sparen. So, dann noch auf Level 8, okay, reicht noch gut. Das ist alles eine, war ich müsste alle noch mit Veil kombinieren. Auch mit Level 8, damit ich da den Drachenfluch erben könnte. Und zum anderen natürlich eben brauche ich noch genug FP. Wir haben natürlich noch ein paar Schriftrollen, daran liegt es nicht. Also da sage ich jetzt mal, das kriegen wir locker hin. Aber bei allen, schwierig. So, mal gucken, Citrin aktuell 800 FP, okay, das heißt ein Tausender plus noch 200 oder so. Wir haben keinen Tausender mehr, wa? Hatten noch nie welche. Tausender gibt es gar nicht, wa? So, die 100er. Boah, der reicht eigentlich auch, komm. Ich bin zwar schon kurz davor, aber komm. Machen wir es mal so. Perfekt, dann Fähigkeiten erben. Also finde ich irgendwie, also Kanter ist etwas, wo ich ziemlich mit allen, die, sage jetzt mal, es gibt immer so Diskussionsforen auch, generell so Foren natürlich, gerade bei Fire Emblem Spielen. Da gibt es natürlich viele, oder sogar die meisten, die sagen, hey, den Kanter von Sigurd, den muss es eigentlich allen geben. Da stimme ich absolut zu. Dann ist halt die Frage nach mit den ganzen DLC, die man hat, weil ich meine, wenn du die DLC-Dinger jagst, wenn es darum geht, irgendwie Stärke bei Handicap plus 5 und so, das macht viel mehr aus, wenn du sagst, okay, ich gebe irgendwie Celica Magie plus 5. Dann sage ich mir natürlich, nee, gebe lieber das von Veronica, weil da habe ich eine Kombi davon, ne? Und so ist es eigentlich auch bei Edelgard zum Beispiel mit der Linie für mehr Erfahrungspunkte. Es kostet nicht sehr viel, kann man machen. Oder auch natürlich das Ding von Tiki mit der Sternkugel, die absolut imbar ist. Aber ich sage jetzt mal, wenn es nur darum geht, mein göttlicher Puls natürlich rauswärts, wo man sich sagt, ja, wenn ich sowieso viel Ding habe, viel FP, warum nicht? Ja, dann kann man das natürlich machen. Gerade bei Citrin, die vielleicht nicht... Wohl, hat sie viel Glück oder nicht? Das ist gerade die Frage. Da bin ich gerade nicht mehr sicher. Wird noch gehen. Zum Beispiel auch Junaka, ja, aber ihr könnt euch gut vorstellen, Kanter und göttlicher Puls. Wobei, ich habe da mit Beilev dazu, also passt schon. Bei Chloe zum Beispiel hat der Sternenkugel. Die Sternenkugel ist halt wirklich nur zum Trainieren, ne? Also quasi zu Beginn weg. Aber als Endfähigkeit dann, ja, in dem Sinne nicht die Sternenkugel, sondern irgendwas anderes, das trotzdem episch wäre, wie eben so göttlicher Puls oder Drachenfluch von Corin. Oder Doppelbeistand Plus vielleicht auch.
Gut, es wäre jetzt nicht dazu fähig, aber trotzdem. Ist irgendwie auch noch etwas für Diamant, wa? 70 sind natürlich schon relativ viel. Naja. Da kann man natürlich noch sehr viel hineininterpretieren und testen etc. etc. Mache natürlich jetzt in diesem Playthrough nicht mehr, weil das würde das Ganze ein bisschen in die Länge ziehen tatsächlich. Und Magie plus 2 ist natürlich schon theoretisch cool, aber ganz ehrlich, das ist eh schon so in Magie. Da klappt es auch so. Und dann natürlich in Kombination mit Nova, wenn ich denke, okay, ihr könnt es nochmal angreifen. Das erste Mal, wobei stimmt gar nicht, das klappt nur mit Echo so gut, genau. Also der Drachenfluch wird nach Beenden eines Angriffs eingesetzt. Das heißt im Falle von Nova natürlich, dass ich zweimal angegriffen habe, weil es ist ja ein Angriff, den ich einfach zweimal ausführe. So, in dem Training war auch also nichts mehr. Jetzt aber hier das Level Training noch. Ich meine, ich habe 2 Stück übrig. Warum nicht nutzen? Und dann, Freunde der Sagen, machen sie da auf den Weg. Gut, gegen eine fliegende Einheit, das war klar, dass es relativ easy wird. Dann haben wir Move gerade gesehen, ne? Der ist so. Das schon gute Werte. Da müssen Move aber gewinnen. Göttlicher Puls bei dir wäre auch nicht so übel, wa? Weil er doch nicht allzu oft trifft, wie er es gerne hätte. Aber gut, es braucht natürlich auch das nötige Quäntchen Glück dafür. Da hat er mir auch ein bisschen zu wenig Verteilung schon auf dem Maximum interessant. Was haben wir sonst noch so? Erst noch Ivy, wa? Sie müsste halt gewinnen. Ja, diese zupackende Lehre. Sehr schön, weil wir dürften auch schon einige Werte sehr, sehr hoch sein. Okay, gar nicht mehr. Ist egal. Freunde, wir haben alles gemacht, was ich eigentlich mal wieder machen wollte. Wir verschwinden von hier. Speichern natürlich ganz wichtig. Dann können wir uns endlich um das letzte Siegel. Heißt also das vorletzte Kapitel der Hauptstory. Sidequests sind alle gemacht. Trainieren, irgendwie Goldfarm und so, kann man natürlich machen, will ich aber nicht, das ist auch nicht irgendwie nötig. Denn eben ich möchte das Let's Play nicht unnötig in die Länge strecken. Oh, aber strecken, so. Das letzte Siegel ist also hier unten, logischerweise. Tempel von Gradlon. Und im letzten Drachensiegel erwartet die Armee des Würmgotts eine finstere Überraschung. Was ist der Tempel von Gradlon? Wir waren da noch nie. Also, schon. Aber ist schon eine Weile her und er erinnert sich eh nicht mehr. Also insofern. Wer könnte da wohl sein? Das letzte Siegel. 最後の流門はこの城の中ですか？どうしたんです、ベイル？顔色が良くありません。やはりもう少し休んでから来た方が。違うの。あのね、お願いがあるの。この中には私一人に行かせてほしい。必ず流門を壊して戻ってくるから。何を言うんです。そんな危険なこと承知できません。お願い、言う通りにして。今回の敵とは戦わない方がいい。戦えば絶対に後悔する。お兄ちゃんも仲間のみんなも。一体何を言って。そこにいるのはあなたなのね。母さん。会い
たかったわ。私の愛しい子。あなたの気配がして早く会いたくて飛んできたの。Das hat er nicht getan. Das hast du nicht getan, Sombon. Ich meine, die Musik erklärt alles. そんな、どうして。久しぶりね。それ以上近づかないで。侵入。いいえ、異形兵ルミエル。まあせっかく会えたのに。竜門を置いて出てくるなんて誤算だったわ。あれは、あの異形兵はベイルが作っていたのですか。いいえ、パパよ。指輪の力を得て精巧な異形兵を作れるようになったのね。竜門を壊させないための策としてリトスにあった遺体を使ったんだわ。ベイルはこのことを分かっていたんですね。母さんが異形兵となっていることを。でも彼女のことは助けてあげられない。指輪の力を使ってしまった今。たとえ使っていなかったとしても、あれはあなただから起こせた奇跡よ。異形兵となったものはもう戻らない。倒すしかないということですね。お兄ちゃんが手を下す必要はないわ。あとは任せて。でもここは寒いわ。お城の中へどうぞ。竜門を壊しに来たのでしょ。大丈夫。すぐに襲うなんてことはしないわ。中でゆっくりお話をしましょう。母さん。まさかルミエル様が。どうしたらよいのでしょう。やるしかありません。ですがダメですね。こんなに心が乱れるなんて。僕らだってそうさ。信仰の対象を、神を倒すのだから。神殺しか。無宗教に近いソルムでさえルミ。ためらえば世界が滅んでしまいます。Ein tolles Gespräch. あれ、扉が開きません。見せてちょうだい。これは中から術がかかっているわ。なぜこんなことを。中に入れと言ったのはあちらのはず。おい、ベイル王女はいないぞ。まさか一人で中に。そんな、ダメです。一人で行くなんて。ここを開けてください、ベイル。ごめんね、みんな。まあ来てくれたのはあなただけなの。我が子に殺されるよりはいいでしょ。勇敢なのね。お話できて嬉しいわ、ベイル。あなたはあの子の妹なのだそうね。それなら私の子のようなものだわ。母さんと呼んでも構わないのよ。嬉しい申し出だけど、私にはママの記憶があるから遠慮するわ。まあ、お母様のどのような方なのかしら。優しくて温かくて愛情の深い人だったわ。物心がついた頃には死んでしまったけど、最後まで私を守ろうとしてくれた。いつかパパの封印が解けてしまったら、その時間違った方に行こうとしていたら、家族として止めてあげてと言っていた。私をもう一度殺すというのね。ええ。痛かったわ、あの時の魔法。体もだけれど、それよりも心が。
我が子と引き裂かれる辛さでどうにかなってしまいそうだった。あなたさえいなければ私はあの子とずっと一緒にいられたのに。否定はしないわ。元はといえば全部私のせい。操られ、あなたを殺め、指輪を持ち去った。だからせめて私が責任を取る。恨んでもいいわ、あなたは。ここで倒れて。あら、この程度？今の私はソンブル様のおかげで前よりもうまく戦えるみたいなの。あなたとはできれば仲良くしたかったのだけれど、あの子とお話しする前に殺されるのは困ってしまうわ。一度仕留めたからと見くびっていたのなら甘いわね。死ぬのはあなたの方よ、この欠陥品。ベル！よかった、無事ですね。扉は塞がれていたはずよ。もしかして。すみません、扉は壊しました。まあこの子ったらそうまでして母さんに会いたかったの？会いたかったですよ、ずっと。あなたを思い出さない日はなかった。だからこそこんな形で会わなければいけないことを、ソンブルのしたことに怒りを覚えます。どうしてソンブル様を悪く言うの？あの方のおかげでまたお話ができたのに。ソンブル様、やっぱりあなたは。私はずっと寂しかったの。1000年前の戦争で私は一人ぼっちだった。父と母を殺され、仲間も殺され、それでもただ一人で戦わないといけなかった。神竜たる私が諦めたら、逃げてしまったら世界が道連れになってしまう。そんな中あなたに出会ったの。あなたは無垢で純粋で悪意がなくて、愛情を一つも知らなかった。敵なのにどうしても殺す気にはなれなくて、ダメだと思いながらあなたと心を通わせた。あなたが私の名前を呼んだあの日から私は一人じゃなくなったのよ。母さん、お願い、もう私一人にしないで。ここにいて。いえ、それはできません。母さんはあの日私に最後まで戦ってと言いました。何があっても、私が何を思い出しても世界に平和をと願っていました。ええ、そうでしょう。そんなことどうだっていいじゃない。今の私はあなたといることを望んでいるのよ。そうですか。よくわかりました。今のあなたにあの頃の母さんの意志はありません。おかしなこと。私はここよ。私があなたの母さんよ。いいえ、ずっと会いたくて大好きだった。あの時のあの母さんはもういません。私はあなたを倒します。どんな敵でも立ち向かわないといけないとあなたがそう教えてくれたから。そんな悲しいわ。母さんはとても悲しい。あなたの妹が、お友達があなたをそそのかしたの。紋章師たちは、竜の森人は何をしているの。誰もあなたを止めないのなら私がみんな殺すしかないわね。みんな
戦闘準備を。ごめん、私倒すことができなかった。ありがとう。辛い役目を背負おうとしてくれたのですね。でもこれは私がすべきことです。目を背けてしまえば親友として、紋章師として、何より母さんの子として胸を張れなくなってしまう。共に戦いましょう。お兄ちゃん、でもみんな行きますよ。母さんの魂を解放し、最後の流門を破壊します。 Ja, das ist brutal. Das kann man nicht anders sagen. Alter Schwede. Sombron, dieser Misskerl, diese Arschgeburt. Ich will jetzt nicht zu sehr fluchen, aber es gibt gar nicht genug Schimpfworte für ihn. Vor allem sie natürlich dafür auch noch so zu verzerren, oder? Also wirklich, ja, wie sie auch eigentlich auch mittlerweile ist, eine Verzerrte. Aber im Sinne von ihre Sehnsüchte, ihre Hoffnungen so ins Negative auch zu ziehen. Und den ganzen Schmerz so zu maximieren, sodass sie ja nur noch, naja, so wird, wie sie gerade ist. Eine verzerrte eben. Wir sind aufgeteilt, die Truppen. Ups. Das ist nicht geil. Wie viel habe ich überhaupt dabei? 14, okay, gut. Verstanden, ab 14 quasi. Okay, wieso sind wir hier? Türe zerstörbar. Okay, verzerrter Drache. Ja, was sonst? Das sind ja alles Verzerrte hier. Verzerrte Lumera mit Wille Glanz. Wenn eine Klinge nur vom Würmgott genutzt werden kann, nämlich Nah- und Fernangriffe. Cool. Doch, Alter, die Power drauf, ey. 52 physischer Angriff. Okay, also überall ein paar Drachen. Links, rechts müssen natürlich überall durchschlagen. Gut, dann geht es ja mal darum, die Truppen einigermaßen gleich stark zu bilden, sag ich jetzt mal. Dann machen wir, wie machen wir's? Citrin hier in der Mitte. Warum nicht? Das spielt gar keine Rolle eigentlich. Wobei, warte mal, ich habe hier noch Ivy, Celican, doch gerne hier drüben. So, also im Prinzip Vale, Cohen, Ivy, Celica. Dann kann die beide so schnell unterwegs sein. Gerne noch irgendwie jemand mit Speed hier drin. Alfred und Speed, tja. Zeiten ändern sich, Leute. Ich mach mal Boucheron, tausche mal gegen Diamant aus. Diamant ist zwar auch schnell, aber die Kombination gerade ein bisschen besser. Die sind natürlich auch schnell. War natürlich auch solche, die One-Hitten können. Sieht gerade ein bisschen anders aus. Und war natürlich jemand, der ein bisschen tanken kann. Timera eigentlich lustigerweise gar nicht mehr so tanky im Gegensatz zu Alfred Sigurd. Also, ja schon, aber ich meine, Timera ist auch noch relativ fix unterwegs. Machen wir es doch mal so. Aber hier oben also die Truppe. Und hier unten dann die hier. Ja. Das kann man machen. Oje, oje. Das ist ein Spaß, Freunde. Verzerrte Lumera platt machen. So, was auch sonst, wa? Ich will erstmal die Drachen ausrüsten, das ist soweit klar. Ich bin schon gespannt, bis mal irgendwie Nachschub kommt. Ihre Spezialwaffen, Magier, ja. Was die Magier überhaupt noch großartig? Markieren eigentlich nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Wo es nun die Magier geht. Die Drachen sind natürlich mühsam. Aber die werde ich am besten gleich mit Citrin oder so aus der Entfernung platt machen. Ja, Bogen. Bogen ist auch wichtig. Wir haben so ein Silberschwert, da ist auch Bulganone, Bolognese, whatever. Hier unten durch haben wir Silberaxt, Tomahawk, nichts Besonderes, Thoron.
Ein Stiletto. Auch hier einen Bogentypen. Ja gut, würde man sagen, Freunde, auf geht die wilde Fahrt. Das wird lustig. Der Bogentyp kommt nur bis dahin, ne? Also kann ich eigentlich gut von hier aus und von starten und dann nach unten abhauen. So viel dazu. Ja, und eine geschwächt ist, bringt mir jetzt nicht so viel. Wieder leckt es ein bisschen. Ich frage mich gerade warum. Naja. Tanky, wo bist du hier, Tanky? Zwischensequenzen gehen, es ist nur während des Kampfes. Also auf dem Spielbrett selbst quasi. Hammer, Urwal, Ragnell. So. An Reset-Truppe versammle ich mich hier mal. Natürlich nicht so nah, wie es auch gehen würde. Schon ein bisschen in Entfernung bleiben. So. Weil sonst tut es gleich weh, genauso mit dem Bündnis Plus. Drachenhader wäre so eine Idee gewesen, aber auch als Mutter genau nichts. Noch nicht zumindest. So, dann auf der Seite. Ja, passt. Ich habe hier 3 Reiter, waren auf der anderen Seite gar keine. Ob das so clever war, naja. Der kommt dann vielleicht auch schneller vorwärts, also insofern. Vielleicht ja doch clever. Der nächste bitte. Der nächste bitte. Diese Kobschläge immer. Das war nicht zu erwarten. Okay, das mit den Kobschlägen ist aber sehr doof. Also, ich meine, das ist nichts Neues, das doof ist, aber gerade so doof. So, warte mal, ich muss hier ganz kurz überspringen, weil wir müssen nochmal zurück. Da hier keine Truppen verlieren, wie logischerweise. Verzerrtegriff an, und wo bin ich jetzt? Was seid hier? Ich muss. Komm, weiß also sowieso ganz zurückgehen. Das direkt wieder sparen. Okay, dann habe ich hier zum Beispiel. Das wir mal hier versuchen, weil oben treffe ich offenbar nicht. Da ist immer pro Zug ist das gescriptet. Okay. Heute ein bisschen Probleme, wie es aussieht. Das sind halt alles so die Assistenztypen, ne? Da können sie wieder gegenseitig supporten, das ist kacke. Okay. Muss mal ganz kurz markieren. Dann mache ich erstmal die Seite, weil die ist ja klar. Das Laggen nervt mich ein wenig, aber es will ja nur, während ich hier auf dem Spielbrett ziehe, sonst nicht. Ja, Moment, ganz kurz. Nase juckt. Ah, ist das eklig. Ah. Nervig vor allem. Okay. Also, Timera zurück in die Mitte, aber nicht da und da, weil sonst wirst du von allen attackiert. Also nicht mehr so, wie ich es vorhin machen wollte. Weil der Trick zieht gerade nicht.
hier könnte ich es nochmal versuchen. Aber es ist natürlich da oben Eiwin im Weg. Das klappt der Trick auch nicht. Problem mit diesen, naja, mit dem, was wir jetzt gerade hier gezaubert haben, in diesen Steinsäulen und so, ist halt, der mag in der Theorie ja ganz cool sein. In der Praxis leider ein bisschen kacke, tatsächlich. Machen wir jetzt überhaupt nicht vorwärts. Und zwar deswegen kacke, weil. Nein, weil er nicht gegen die Dinger schützt, leider. Gegen die Assistenz bzw. die Coop-Schläge. Ja, natürlich trifft er auch noch, sag mal. Ich habe gerade richtig viel Pech, wa? Ja, er ist tatsächlich einfacher. Okay, Leute, Zeit mal hier ein bisschen aufzuräumen, würde ich mal sagen. Ich habe ihn noch. Ja, aber Sedig habe ich natürlich hier drüben. Ich habe gerade das Gefühl, dass was hier gemacht die Teamaufstellung ist für das, was ich momentan brauche, irgendwie gerade die falsche Aufstellung. Gefühlt. Soll heißen, im Prinzip ist es cool, aber gerade ein bisschen unpraktisch, wie ich es hier gelöst habe. Die sind eigentlich schon alle so gut angekratzt, die kriegen sich auch anders weg. Und das ohne Sandsturm. Mit Echo. Ja, mit Echo kill ich sie halt nicht. Die Musik, ey.
Ah, für den Kill reicht's gar nicht. Okay. Ja, für das gibt's noch Boucheron. Bei dem reicht's immer. Das sieht natürlich auch gut aus. Auch der wurde verflucht. Ah, das fängt ja auch schon an mit eigenen Fähigkeiten, wa? Also hatten wir schon vorher auch schon, aber noch nicht so viele. Sind es doch ein bisschen mehr geworden. Ich würde sagen, Sie können es gerne versuchen. Ja, aber nehmen die mal. Nein, komm, nehmen Sie über durch. Ist doch besser. Auf der Seite sehe ich nicht allzu große Probleme tatsächlich. Das heißt, ich mache mal kurzerhand den noch platt. Dann wir die Folge wieder beenden. Schon dabei 50 Minuten sind. So, jetzt kommen wir hier auch schon durch. Dann mal kurz aber schmerzlos den hier plätten. Ja, Party. Und weg da. Dann haben wir dich hier. Du kannst momentan leider nur das machen. Tut mir leid, aber es wird reichen. Ups, falsche Waffe. Er ist eine mit Schmetterkraft, deswegen so abwarten, bis er angreifen kann. Doof, doof, doof. Naja. Könnte auch schlimmer sein. Da oben kommen wir bereits den ersten nach. Dann pieke ich da mal ein bisschen rein. Das ist ein Bogenschütze, das ist kein Problem. Ich habe eh einen Speer ausgerüstet. Perfekt. Da kommt da oben alles. Relativ viele. Doch, okay, da geht noch. Ein Alfred, der doppeln kann. Ja, man lernt nie aus. Ja, ich kann ja 3 Felder gehen. Jetzt kann ein bisschen mehr. Ah, das ist eine Säule hier, war. Naja, egal. Gehen mal hier hin, weil da kommen eh nur die beiden hin. Das klappt also noch. Mit denen mal ein bisschen näher dran. Und mit Citrin. Mit ihr können wir auch hier und direkt den platt machen. Aber wenn ich mit ihr natürlich ziehe, sind wir bereits durch. Waren ist der Gegner da dran. Okay, okay. Danke an der Stelle. Danke fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Dann werden wir hoffentlich das hier soweit rocken. Lass uns überraschen, wa? Was da alles auf uns zukommt, zum Verstärkung und so weiter und so fort. Aber wird schon. Es geht irgendwie immer. Hoffe ich. Bis dahin. Bye, bye.